Nachts in Somniel geht's weiter bei Fire Emblem Engage. Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, die letzte Folge, die war ja schon ein bisschen, was sagen wir, die letzten Folgen, war wieder mal ein bisschen krass, war. Komutaren als Embleme, die haben mich ja richtig genervt, hey. Alter Schwede. Naja. Und jetzt, Umkarte, Entschuldigung, war ja falsch. Ich wollte langsam Wahrsager, wo ist der Typ überhaupt? Da unten. Der Wahrsager nämlich offen, da es nachts ist. Das klingt doch gut, aber wir müssen noch ein paar Dinge hier mitnehmen, ne, wie gewohnt. Beim Brunnen waren wir in der letzten Folge ganz am Ende noch, wegen gewissen Items. Die habe auch schon mal ganz kurz mal geguckt, wem ich die irgendwie geben könnte. Ich glaube, Alfred habe ich jetzt mal... Nee, wir haben es jetzt gegeben. Chloe? Ja, Chloe, die Feuerlanze. Da muss man eh noch ein bisschen gucken, wie ich das dann so machen will und kann und naja. Oder ob vielleicht doch eher Alfred die Feuerlanze nehmen soll. Eine Rang C Waffe könnte sie parallel zum Speer nehmen. Etwa etwas für physische als auch für spezielle Tanks. Jo. Louis eine magische Lanze zu geben, bringt gar nichts. Abgesehen davon haben wir relativ viele Magietypen mit Speeren. Wir haben natürlich auch Timera. Ich schon überlegt habe, auch bei ihr vielleicht den Repressalie plus 3 Dingsbums, die Waffe, Alfred geben soll, aber andererseits... Ja, ist schwierig. Andererseits ist sie ja vor allem tanky. Egal. Das zum späteren Zeitpunkt. Erstmal gucken. Ah, Sigurd. Aus meiner Macht, okay. Ja, die Macht ist mit uns, Freunde. Immer. Was sagt das Menü? Boutique neue Ware und Wahrsager neu. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Denkt an Alkris. Ich dachte zuerst, könnte irgendwie Ding sein. Dein Typ hier aus Fire Emblem Fates. Hä, was soll das bringen? Wow. Das ist voll gebracht. Wir müssen Wahrsagen, aber wir kriegen nichts dafür. Hä? Okay. Ich nehme mal an, hier gibt es nichts Neues, weil es auch keine Botschaft dazu gab. Ja, hol sie bitte. Stahlbaren, Neckerlis, Verbände. Nee. Aber ist kein Problem. Wir waren ja so gesehen gerade erst irgendwo. Irgendwo und nirgendwo. Nein, Quatsch, haben gerade erst natürlich neue Items bekommen. Und von meines Bandes, sehr gut. Und ein bisschen füttern und dann natürlich mal gucken, was wir sonst so mit Zombie machen könnten. Und vor allem nachts sollen noch ein bisschen Wyvern reiten, sollen noch ein bisschen angeln. Ich mag keinen Lachs, was ist denn das für eine Katzenart? Ungefähr zumindest. Aber schon krass, dass der Balken wieder abgesunken ist. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Da wir eigentlich... Nein, nicht füttern, nein, jetzt streichen. Nein, ich wollte das andere will nochmal füttern, damit der Kreis voll ist. Normale Fische mag er eigentlich. Also Lachs ist nicht zu seinem Fisch. Okay, gut. Ne, sicher halt. Der fühlt nicht einmal die Leiste. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, komm. Wenn sie Leiste nicht fühlen, dann sparen wir den Rest davon. Also Trainingsplatz und alles und Teich und so.
Machen wir das ein anderes Mal. Die Arena ist natürlich wieder ein Punkt, den man es immer wieder geben kann. Und was natürlich auch noch ganz kurz gucken können, ein bisschen Kohle haben wir noch und so. Ich würde gerne ein paar Waffen noch upgraden. Dazu gleich mehr. Warte mal, Moment. Gehen wir 3 Folgen nach, bevor ich irgendwie was übersehe. Ins Café, weil es gab wieder neue Belohnungen, sprich es müssen neue Wandfragmente geben. Und ich würde doch gerne gucken, ob ich Chloe ihnen noch was geben kann, nämlich so sternenkugelmäßig und so. Obwohl ich erfahre, dass wir Chloe über längere Zeit hinweg nicht mehr mitnehmen können. Was dann doch ein bisschen zu schlecht wird, quasi. Ob ich irgendwie vielleicht eher bei Yunaka noch gucken. Oder Marin, also generell Marin und Chloe, Yunaka, das sind die 3 momentan ein bisschen, naja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann nur noch einen von alle mitnehmen. Also einen von 3. So, hier gibt es echt viele Baumfragmente, krass. Nein, Moment. Embleme, Inventar. Luja man die Stahl groß anzugeben. Da ist ja nebst der Feuerlanze eines der Dinge, die wir in der letzten Folge gefunden haben, quasi. Den Ring muss ich auch mal gucken. Ich glaube momentan einen Beilefring an. Ne? Eigentlich haben wir auch überlegt von Emblemen. Weil wir mittlerweile Dinge bekommen haben. Den guten Chrome-Ring wäre halt deswegen auch Überraschungsangriff wäre es etwas, um den Chloe zu geben. Andere Hälfte und Giga-Bonus, mein zugefügter Schaden plus X, X gleich Figur. Gut, sie hat natürlich nicht so viel Figur, das ist das Problem. Timera wäre theoretisch auch eine Option, aber andererseits... Andererseits ist sie eigentlich gut mit Ike unterwegs. Yunaka wäre natürlich auch eine Option. Allein schon, weil sie das Donnerschwert hätte. Überraschungsangriff, also dem gegnerischen Angriff verhindert werden, ja. Nur Schwerter. Das hätte halt keinen Bonus auf ihr drauf, aber trotzdem wäre es irgendwie cool. Bei Fogado, ich meine, Fogado und Cohen, aber nicht unbedingt das Gefühl gehabt, das wäre jetzt so die super Kombi. Er kann mit dem Schwert umgehen, magische Dinger gehen bei ihm auch. Das Fogado wäre auch eine Option. Magie, da hat er zu wenig. Alfred wäre noch eine Überlegung wert. Der Beilefring geht halt nur auf Magie, wa? Und dann gebe ich Hortensia oder Ivy mal wieder den unser aller Lieblings Beilefring. Ja, Miriam und Erika muss auch mal ein bisschen gucken. Egal. Ich habe jetzt das gemacht. Okay, hol dich jetzt hin. Zurück in die Arena, genau. Trainingssiegel. Standard. Ich Michael sieht das auch nicht. Louis wenn Option. Boucheron. Alfred ist kurz davor. Chloe jetzt bitter nötig, aber ich glaube, das ist ja momentan nichts. Also gebe ihr direkt die Feuerlanze und gucken, was damit rauskommt. Ja, sorry, Siedel, aber das hat einen schweren Stand. Sehr schweren sogar. Alter, wie geil ist das denn bitte? Theoretisch Alfred mit dem Chromring wäre vielleicht noch etwas.
Boucheron, aber ich habe kürzer zurückgestuft, deswegen ist es noch relativ auf einem niedrigen Level. Wissen wir. Ah, Figur 20, der hat schon das Maximum erreicht da. Können es mal noch bei Ivy versuchen. Ja gut, die meinen sie gleich mit Magie an, da kann Jade nicht viel machen. Okay, doch nur so wenig. Dann machen wir natürlich nochmal einen Kampf mit ihr. Auch der kam schnell vorbei, auch die hat keine Resistenz. Und Ivy hat eh keinen Bock mehr drauf. Nein, da glaube ich nicht. 2 Punkte fehlen noch. Was für ein Scheiß. Warte mal, was gerade? Ein paar noch Gespräche oder was? Hier habe ich nichts mehr. Unterstützung. Habe ich auch Sidal Chloe, Hortensia Ivy, dann natürlich schön. Die Panette, die nette. Da können wir überspringen das mal ganz kurz. So. Also fehlen es aktuell noch 1, 3. 3 Gespräche im Prinzip. Konnichiwa, Ortensia. Ortensia 王女。よし、正直に言うとほぼ互角って感じだったって。これは勝負なんだ。はあ。だからこそ今はセリーヌ王女。可愛さだけじゃないわ。ふんだ。これから首を洗って。 Was geht um die Niedlichkeit? Ach du Scheiße. Niedrige kleine Schwester. Oh Mann ey. So, dann machen wir noch schnell das Gespräch, weil das ist noch relativ wichtig, finde ich. Schwestern unter sich. So, jetzt ein Gespräch, das sparen wir uns für ein anderes Mal auf. Training, es geht weiter, immer heiter mit den Emblemen, hat er jetzt mal gesagt. Jetzt die Frage, ob er da mit Chrome und so schon mal ein bisschen was machen soll. Andererseits weiß ich gar nicht, was überhaupt Großes bringt. Chrome und Darien, genau. An Werte sammeln? Wer kennt die Wertigkeit nicht, Alter? Wendigkeit, Behendigkeit. Ein krasses Ding, ey. Aber mal Just of Fun, ich habe genug Bandfragmente. Alter, wir haben ihn vernichtet. Das hoffe ich auf. Ich vermisse Awakening. So ein geiles Spiel. So. Ganz kurz gucken, was wollte ich eigentlich ursprünglich alles machen? Ich habe schon vergessen, ey.
Hat mal Chrom Überraschungsangriff. Alter, 3000, leck mich am Arsch, ey. Werte sammeln. Bedarf erhalten. Plus drauf 7 Statuswerte, das ist viel. Und auf alle Statuswerte von 2 Feldern sogar. Ja, das sind halt einfach diese DLC-Armreife. Diese DLC-Embleme, besser gesagt, die sind einfach mächtig, alter Schwede. Kannst du sagen, was du willst. So, und der gute Dude hat ja auch noch 1000 übrig. 1000 Punkte. Könnte theoretisch so viel geben hier. Dabei hat er schon relativ viel. Vehemenz. Bist du eigentlich relativ schnell? Ich glaube schon, wa? Geschwindigkeit 28, das ist schon fix. Er hat nicht viel Power, aber angenommen, ich würde es irgendwie hinkriegen, dann einfach noch ein bisschen zu boosten. Er noch ein bisschen mehr Stärke. Man hat die Sternenkugel selbst schon drauf, aber man müsste eigentlich gute Boosts kriegen. Mit dem Vehemenz könnte halt gewisse Gegner sogar 4-mal angreifen quasi. Widerstand plus 5, Geschwindigkeit plus 5. Ja, dann natürlich auch noch Donnerfaust halt richtig rein. Also von mir aus würde man sagen, man könnte es testen, wa? Also jetzt gucken, was er eigentlich für eigene Fähigkeiten hat. Ein Kanter, das ist natürlich wichtig. Moment, der ist eigentlich schon cool, muss man zugeben. Mysteriöser Tanz. Der Wischtanz. Für eine Runde. Mhm. Synchronisiert die Dinger. Blut- oder Bündnisding. Ja, ja. Doch speichern bei Siedeln müssen die Punkte. Aber wozu? Und angreifen muss er sowieso auch mal. Also zum Kampf kommen wird er eh. Und Vehemenz müsste ja auch funktionieren in der Drachengestalt mit Tiki. Ich meine, ja, es ist immerhin, muss plus 9 und so. Es ist schon heftig. Gar keine Frage. Trotzdem, ich glaube, das kann man riskieren. Dann kann er trotzdem gerne. Heißt Momente. Packe ich weg. So. Sternenkugel, Behendigkeit. Sternenkugel ist klar, die ist einfach halt immer noch Nonplusultra-mäßig geil. Unbeugsam wäre zwar auch mal etwas. Hat eh schon viel Behendigkeit, ich glaube, ich pack die mal raus. Dann gucken wir ganz kurz, wem er noch was geben wollte oder lernen wollte. Speed plus 3 hat er bitter nötig leider. 3 plus 5 ist auch nicht so schlecht wäre, aber andererseits, ja. Jemand bräuchte dringend mal bessere Dinger, Fähigkeiten, das ist noch ein bisschen traurig gerade. Yunaka. Ja, Sternenkugel. Ich sag's nicht gerne, aber es ist so, Sternenkugel, Sternenkugel. Aber es sind vor allem Chloe und Yunaka, aber ich gerne das drauf hätte. Ivy Hortense habe ich ein bisschen besser trainiert quasi. Sieht jetzt besser aus. Marin hat die Sternenkugel bereits. Ja, komm. Das ist natürlich das Problem. Sternenkugel kostet mich viele FP. Ein bisschen was haben die. Und ich habe doch noch in der letzten Folge im Brunnen noch was gefunden. Wo ist denn das Teil jetzt? Die Dinger hier. Ja, ich weiß. Werden alle noch vergeben, keine Sorge. 100 um 500, das Adeptenbuch, komm. Das Novizenbuch, ganz ehrlich, ich glaube, das behalte ich mir noch, weil ich genau weiß, wie mir das geben will. Und soll auch. Deswegen lasse ich mal nach. Dann kriegt Yunaka hier eben was anderes. Und dann sind noch ein Edelgard-Ring. Okay. Vehemenz. Wäre eigentlich von Lin. Ja. Lun Yunaka war auch eine geile Kombi. Ganz ehrlich, wie sollst du überhaupt so krasse Dinger kriegen wie Vehemenz plus plus?
Klar bräuchte sie, das wäre super bei ihr. Das schaffst du doch nie im Leben. Ja gut, natürlich hier damals mit den FPS und so, das nicht einfach so doof verteilt. Oder eben ein paar FPS farmen. Bloß wüsste, dass es am effektivsten geht. Nee, warte mal hier. Nehmen wir die Resistenz raus, weil im Speed kann sie immer gut gebrauchen und dann gibt es noch ein bisschen Bonus drauf. Perfekt. So. Weiter geht's mit dem Training, Freunde, mit Emblemen. Was können wir da noch alles machen? Ne? Bei Michael zum Beispiel sagen, jo, ich pack alle auf Level 5, wäre eine Option. Ob es viel bringt, naja. Und dann eh auch nicht so viel FP jetzt. Immer ein bisschen die Frage, zum Beispiel auch hier mit Tiki gerade. Bringe das zum Teil schon aufs Maximum, ne? Wäre halt so eine Idee. Ja, gut, gegen Tiki verlieren ist keine Besonderheit. Aber das Ding ist schon cool. Louis, ne, warte mal, ich bin mit Hector zusammen. Ja, komm, mach direkt mal hier hin. Springen kann man das nicht bis hierhin, ne? Wow, Louis kann ausweichen, krass, sogar zweimal hintereinander. Ja, gut. Alter, mit 1%. Ah, schon ein bisschen krass. Ich meine, wer kriegt jetzt schon mit 1%? Machen hier mal ein bisschen hin, Freunde. Weil wir kommen langsam zum Punkt, wo ich sagen muss, Freunde, es wäre besser, wenn ihr höhere Bandlevel hättet. Wow, hat sogar gewonnen, krass. Check Verteidigung plus 2. Mhm. Runenschwert. Magischwert von Emblem Hector. Ja. Magisches Schwert. Bei ihm Magie. Ja, super. Ist ja perfekt. Ich bin ja mit Lucina schon so weit. Wenn ich vielleicht wieder mitnehmen könnte, wäre Edelgard. Das heißt, 20 wäre ganz cool. Ich habe gegen sie verloren? Krass, hey. Schlafen will er. Man hat er derjenige, der irgendwie 1000 Jahre gepennt hat, oder aber das irgendwie falsch im Kopf? Tiefe Synergie ist natürlich ja wichtig. Bei gewissen Emblemen zumindest. So, Louis Bougeron. Bougeron. Die habe ich auch schon mal 10 Mal gehabt. Level 7 natürlich, Entschuldigung. Sigurd Lynn. Wisst ihr was? Ich mach mal hier, schon mal auf 10. Weil ich werde die Embleme eh wieder zwischendurch einfach durchtauschen und so. Weil wir auch nachher wieder Sidequests machen mit denen.
Ich glaube, da macht schon Sinn, dass ich dann hier ein bisschen auf einem guten Level bin quasi. Manikati könnte durchaus mal gebrauchen, bin ich gar nicht abgeneigt. Bujuro hat eh schon viel getan, den Rest lassen wir mal hier. Dann mache ich glaube noch Claude, Dimitri und Edelgard, aber erstmal Dimitri. %, Trefferquote hat der alter Schwede. Ja, Boucheron, das sind halt DLC-Embleme, da hast du keine Chance. Das sind mächtige Armreifen, nicht nur normale Ringe. So, natürlich will ich bei ihm auch mit Lü. Oh, bei Lün haben wir gerade ja gemacht. Das war gerade der Vorteil. Was sonst mit ihm eigentlich gemacht? Also welches Emblem drauf? Weiß gar nicht mehr. Tiki war zum Teil drauf, ja. Hector natürlich auch, stimmt. Und was ich mache mit Hector noch 10? Hector mit dem Schwert? Siehst du auch selten. Dass er kaum trifft, das ist nicht so ungewöhnlich. Der Arsch hält sich auch noch super. Vernichte den Boucheron! Boucheron, der Krieger! Boucheron, Boucheron! Läuft, läuft. So, der nächste Spaß folgt zugleich mit Alfred. Wobei ich bei dir mit Sigurd schon Level 10 bin, maximal Bandlevel erreicht. Heißt, wir müssen erstmal die Sidequests machen, wa? Oder hier wieder switchen auf Edelgard zum Beispiel. Wird schon ein bisschen teurer mit der Zeit, wa? Okay, heißt bei ihm den Ring vielleicht austauschen, wäre jetzt eine Option, bis ich halt das Kapitel gemacht habe. Ich liebe zumindest noch auf Level 5 machen, ne? Da wäre etwas. Beide mit einer riesen Axt, ist klar. Wer die größere Axt? Alter, liefert er gar nichts. Also Kritten kann er. Sehr gut, wem sage ich das? Diamant ist der Crit Master of Disaster. So, komm. Dauert mir gerade ein bisschen zu lange, wir machen das gerade anders. Ich gehe mal hier ein bisschen schneller vor. Fogado, Fogado, Fogado. Hier bin ich auch schon Level 10 und so weiter und so fort. Mit Lucine und Colin bist du auch schon kurz. Komm, ich mach die noch. Ich glaube, das sind solche, die sich auch lohnen. Dann geht es mir vor allem auch um Yunaka, Marin und Chloe. Dass die da ein bisschen schneller vorwärts kommen. So, falls er die halt wieder mal ausgerüstet hätte, können wir dann direkt weitermachen. Und Corin. Wobei der Coin-Ring bei ihm ja auch nur temporär ist, er will ja eigentlich auch was Besseres nachher haben. Der hat auch die Idee mit Chrome und Robin, kann ich mir auch vorstellen, weil die beiden ja Magie haben. Yunaka, genau, warte mal. Mit Lyn habe ich viel gemacht, das ist so. Jetzt sogar noch nur ein bisschen was. Tiki, Hector, naja. Edelgard ist schon Level 10, wir haben gerade miteinander gequatscht, das passt also eigentlich doch.
Timera mit dem guten Ike. Da ist 13, das passt von mir aus auch. Chloe. Ich habe Leaf mal ihr gegeben, krass. Das wird schon lange her sein. Beide müssen Level 3. Krumm und Darren, ich glaube, das könnte nicht schaden. Oder hier. Geschwindigkeit, Behendigkeit, Werte sammeln. Ich glaube, das reicht mal fürs Erste, wa? Da soll ich irgendwo nach Marin gucken mit... Wo haben wir's? Wo haben wir's? Erika, 5. Upgrade habe ich die also schon. Okay. Sommer ist noch ein bisschen zu tief, die Synergie und so. Mal so ein bisschen gucken. Okay, okay. Dann, Ringkammer. Soll ich da Ringe schmieden? Ja, wäre eine Option. Nein. Zentraler Platz natürlich. Der Krumm und Darren-Ring an Fugado. Irgendwie, die Idee ist mir gar nicht mehr locker. Und irgendwie wäre eine schöne Idee. Also Drachenader kommt zwar auch gut. Ja, wir gucken mal, wa? Wird schon. Muss ich noch einiges ein bisschen durchmischen und so, auch hier mit Sigurd, der Ring geht dann auch mal flöten bei Gelegenheit, aber ansonsten generell passt es noch. Ich habe alle Ringe ausgerüstet hier, also die Hauptringe. Da gibt es auch bald wieder Magie-Ringe, also magische Ringe für die, weiß, also so die Mikaia Selika-Geschichte. So, dann mal gucken, ne? Wie gesagt, ein bisschen Geld haben wir noch. Könnt Donnerschwert upgraden, hier hin. Könnt Donnerschwert auf die Stufe hier mal noch eins machen. Aber nur das hier. Fürs Erste. Der Würmtöter. Naja. Ist ja auch kaum gebraucht. Das Ding noch großartig. Braucht viel mehr Kohle. Geld, wir brauchen Geld. Wir müssen Geld farmen, Freunde. Stahlgroßlanze upgraden. Die machen was komplett Neues draus. Da war natürlich beim Gewicht geil, aber 1800 ist schon viel. Ich hätte aber gern zumindest mal die Trefferquote noch erhöht. So. Und die Feuerlanze. Was kann die alles? Plus 1, plus 2. Mehr Stärke, Genauigkeit. Das wird immer so teuer wird. Ich meine, klar, ich kann auch Waffen verkaufen und so, aber kann es auch in den Brunnen schmeißen, ne? Also eins von beidem. Das ist halt immer die Frage, was macht man da? Was ich ziemlich sicher jetzt noch mache, Freunde, wir haben noch ein zweites Siegel, ist, dass ich unsere gute Yunaka umswitchen will. Und mache das jetzt noch nicht. Wobei, wenn ich theoretisch dann den Chrom Darren-Ring anhabe, dann aus Donnerschwert zurückgreife. Weil eben, mir geht es darum, dass ich halt irgendwie da... Klar, Hammer, Meisterachsen so sind cool. Ein Meisterachs hat ja auch. Ein Hammer wäre vielleicht noch etwas statt der Stahl-Großaxt. Bei er den Hammer auch hat. Was will ich damit sagen? Ich brauche den Hammer bei ihr eigentlich gar nicht. Meisterachs generell wäre cool. Und ich nehme bei ihr halt nachher, wenn ich das Schwert ausrüsten kann,
Ihr wird eine Art Schnitter, also theoretisch Stimmen von ihr. Statt der Meisteraxt. Ich habe das Gefühl, die Kombi hier, die Kombination, die hält nicht allzu lange. So, theoretisch noch ein paar neue Stäbe, aber natürlich haben wir wieder keine Kohle. Wo es noch irgendwie mehr Dinge verkaufen könnten und so. Egal, also, Trainingsschluss momentan gesagt machen wir nicht, weil mit Zombie irgendwie gerade lieber abwarten will. Darin habe ich jetzt viel gemacht, sehr schön, das heißt, wir machen noch weiter. Aufbrechen. Ja, göttliche Kapitel, es fehlen noch 2 Freunde. Bevor ich mich um die Sidequests kümmere, da haben wir auch 3 Stück. Doch lieber erst noch die hier machen. Also uns fehlt noch, den haben wir jetzt gemacht. Passage und Heldenheiligtum. Dauer Undernots, ca. 35 Runden. Lecco mio, ey. Das ist viel. Einer dachte mir, komm, ich mach... Scheiße, Mann. Und ja, einfach nur steht, ca. 35 Runden, steht gar nicht, wie stark die Gegner und so sind. Die vernarrte Schwester. Wer könnte das wohl sein, wa? 本当にここに腕輪があるんでしょうか。あそこ見つけた。暗き妖艶の腕輪だよ。早速権限しましょう。舞い上がれ、アイアのエンブレム。Camilla! Wer kennt sie nicht? Oder hat es nicht vermisst? Warum ist das Emblem der Offenbarung? Das macht gar keinen Sinn. Ich meine, ja, es ist halt aus der Fates-Reihe, aber warum sie? Von all den Geschwistern. Und außerdem sie muss das Emblem der Offenbarung sein, das Emblem der Herrschaft. Okay, hätte verstanden. Aus der Fates-Reihe, aber Offenbarung? Menschen Azula, aber sich nicht sie. 私はアンヤ王国の第一王女。私は神竜です。あなたの力。そんなまっすぐな瞳でお願いされると。でも、そうね。勝つということは。戦いはお気に召さないかしら。あなたもあの子と同じで優しいのね。確かに言葉で分かり合えるのなら、戦わなくてはいけない時というのも。たとえ血を分けた兄弟であったとしてもね。それはどういう。私の兄弟はね、悲しい運命に立ち向かったの。共に育った兄弟と血のつながった兄弟、アンヤと白夜、二つの王国の狭間で揺れ動きながら、それでもあの子は立派に覚悟を示してみせたわ。争いのない平和な世界を築き上げるという覚悟。誰かに憎まれても自分の道を選ぶという覚悟。Also ist wohl damit wirklich bestätigt, dass die Coin hier, die wir als Emblem kennengelernt haben, weder die Route Herrschaft noch, wie heißt das? Birthright auf Deutsch, Vermächtnis. Also weder Herrschaft, Conquest quasi, oder Birthright, sprich Ding gewählt hat, sondern dass sie ihren eigenen, den dritten, Offenbarung gewählt hat. Also weder Vermächtnis noch Herrschaft, sondern halt eben die Offenbarung. Offenbarungsroute, die dritte. Ist hiermit wohl bestätigt, dass es halt die wahre Route ist und die anderen beiden einfach nur mögliche Routen aus Parallelwelten. 私も
覚悟を決めたつもりですが、あなたがこの戦いの中で確かめてください。ということは戦う決意はできたのね。受けて立ちましょう。物分かりのいい子は好きよ。それじゃあ始めましょうか。Ja, liebend gerne. Oh Mann, ey. Ich glaube, das Kapitel wird noch übler als das letzte, kann das sein? Kann ich uns hier so richtig schön fertig machen. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ich mache noch ganz kurze Teamzuweisung oder guck mal, wie die Map aussieht. Vielleicht mache ich die Teamzuweisung auf Offscreen und dann starten wir die nächste Folge hier direkt los. Ich glaube, das macht Sinn, wa? Und ja, wir nehmen, glaube ich, ein paar Magier mehr mit als das letzte Mal. Und vor allem Heiler. Ich glaube, ich habe überhaupt dabei, nur mal ganz doof gefragt. 10 wieder mal. Ja, 10 die magische Zahl. Position switchen. Oh, verreckte Scheiße. Was ist denn hier los? Oh nein, oh nein. Was ist denn hier los? Okay, es sind viele Flieger. Und viele Magier. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man richtig mal... vergiss es. Ich habe wieder ein paar fette Bulettis. Weil Flieger natürlich gesagt, okay, wir nehmen natürlich alle unsere Schützen mit, aber mache ja sowieso. Warte mal, ein buntes Mischmasch, wa? Unpassierbar, Gebäude. Da kommen die Flugeinheiten durch, ja, da ist klar. Kann die Magie irgendwie sowas im Meteor oder so? Weil sonst hat er einfach gesagt, ja, ich lasse einfach alle auf mich zukommen. Und tank einfach alles ab. Sieht zumindest gerade so ein bisschen so aus. Nee, Moment. Donneraxt, magische Angriff. Wieso hast du magischen Angriff? Seit wann? Camillas Axt. Was hatten die für Werte, bitte? Drachenader. Hä? Wie kalt oder was? Was ist los mit dir? Giftabbau. Dunkles Inferno. Standhaftigkeit. Reduziert Schaden durch Effektivgegen. Ja, super. Das ist etwas, was ich erben kann. Wäre ganz cool. Also kann ich vergessen, da mit Windmagie oder so anzufangen. Ah, Windmagie, genau. Da wäre was. Also, gehen wir nochmal ganz kurz unser Spielchen durch. Wa? Es sind in der Regel so physische Truppen. Das heißt, ich blocke mit den beiden. Da sollte soweit klar sein. Sidaltik ist auch gut zum Blocken. Und natürlich noch für ein bisschen mehr quasi. Ich brauche Boucheron wegen Pfeilbogen. Alfred Ziegler brauche ich nicht unbedingt, theoretisch. Können die mal jetzt mal draußen lassen. Ich gucke gleich nochmal nach. Junaka Edelgard. Jetzt, was die Sternekugel hat, wird sie natürlich noch ein bisschen gerne trainieren. Die beiden eigentlich auch. Könnte vor allem mit Silberdolch gegen die Fliegen noch ein bisschen was machen. Schnell ist es ja auch. Es fehlen noch 4 Truppen. 4 Stück. Also Diamant lief zurück, einfach nur, weil ich halt hier sowieso kaum durchkomme. Aber Juna kaum mehr mitzunehmen, wären 2 Plätze da weg. Die beiden sind sowieso weg, das heißt dann, Chloe müssen was noch mitnehmen wegen... Naja, Vorlanze-Training, Chrom-Training und so, hä? Dann noch Citrin und Soen. Naja, gut, natürlich auch die Entfernung war. Die Magier sowieso, aber Hortensia und Byleth. Ivy kann ja Theorie. Jetzt ist er auch gern dabei, hä? Ein paar Flieger wäre cool hier. Eigentlich, dass ihr vor allem Flieger gehen müsst, eigentlich das so machen. Dann hätte ich vor allem den Edelgard nicht dabei. Das ist natürlich doof. Man kann natürlich switchen, ne? Ich kann Edelgard Ivy geben. Was irgendwie auch ein bisschen doof ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Citrin Soren. Das Problem ist, er gibt natürlich auch viele Flieger. Nee, nicht viele Flieger, Entschuldigung, ganz falsch formuliert. Dann natürlich auch ein paar Schützen.
Wenn ich da mit meinen eigenen Fliegen aufpassen muss, dann nicht noch in deren Reichweite komme, dann wird das doof. Wobei ich mich tatsächlich fragen könnte, ob ich wirklich so viele Tanks brauche hier. Aber ja, Chloe mit Chrome, Citri mit Soren ist sicher nicht schlecht, Hortensia mit Byleth. Ich kann auch zuschlagen und ich habe den den Bumshelm. Ring. Armring. Den Freehouse Ring noch dabei. Ja, egal, wir machen es so, Freunde. Dann bis zur nächsten Folge. Ich werde noch offscreen ganz kurz in den Items gucken, ob das soweit passt, ob ich noch irgendwas austauschen soll. Und im Großen und Ganzen passt das. Dann die Strategie wie gehabt, Louis und Chimera zum Tanken. Was auch sonst. Sidal eventuell auch. Oder halt für einen weiteren Lebensstein zu verteilen. Und natürlich auch zum Tanzen generell. Dann sollen vor allem Boucheron, Fogado, Yunaka, Citrin, Hortensia sollen zuschlagen. Die natürlich auch, aber halt die aus der zweiten Reihe. Und Chloe mit der Feuerlanze theoretisch auch. Da bin ich schon mal sehr gespannt darauf. Das kann ja was werden. Einfrieren und Schweigen. Ich brauche ein paar Heildinger hier. Das bringt sonst nicht sehr viel. Ja. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage im Kampf gegen Camilla. Das Emblem der Offenbarung. Warum auch immer. Bis dahin, bye bye.